Guten Abend bei Dickrich TV, wo ich haut mat an der Chain Wirtschen Schloss holen, wat an der Altstadt von Dickrich steht. Das historisch Gebäi am neugotische Stil huet mal dem Kutschenentrepreneur August Wirtschen geheiert. Von 1889 bis 1950 Stunden, wo heit Gemengenhaus ënnerbrucht, an haut es das as des de Sitz vom Dickricher Conservatoire du Nord. Ja. 2003 assen zwo Musikschule vun Dickrich an Nettelbrick de Conservatoire du Nord ginn, den op die zwee Siten opgedeelt ass. Dickrich war dobei vun Ufang gun op den Tanz spezialisiert, nief klasseschen Ballet an Expression korporell, gët op all vun Ufang gun Jazzdance enseigniert. Fir d'Patier Ras, die lo schon 28 Jahre am Ersatz ass, huet sech mam Conservatoire awer munches geënnert. Ich muss so das eng aner Arbeit als Konservatoire, dass ich méi op seg Examen fixiert an dats mich streng gin an nimi so lach wie man waren. Aber gesagt in der Woche de Resultate, dass ich bessere Resultate krit. Der Teil aus eng Ufängerklasse, dass die Schüler so gut mitkommen können, daher, dass die Mädchen über den Ballet oder über Pre-Jazz-Klassen de WHH von tun und du schon eng Basis tun. Die meisten von den Schülern machen den Teil wohl als Hobby, aber wie will kann er doch mit dieser Formation zu professioneller Dancerkarriere bringen. Du bist gerannt. Wir holen einen Buchstabe B. Für was gehst du so sehr? Ich weiß nicht. Okay, wir machen noch ein bisschen B. Mitte. Si, si, do, re, si, do. Nicht so sehr. Mit mir. Wie mich frei aufhängt, den dabei natürlich die besseren Chancen hat. Maya hat zum Beispiel heute schon mit 6 Jahren mit der Geige angefangen, ohne viel Kenntnisse am Solfège. Not nach Rhythmus hat er alles bei seiner Prof gelehrt. Heinst du üben zwar mal langweilig aus, aber wenn Mama sieht, ich muss üben, dann übe ich. Ja, weil Mama kann ja nicht helfen. Mama kann keine Musik und Papa kann auch keine Musik. Das heißt, Maya könnt hier hin und das nicht mehr bei dir für Sophie, wo alles lehrt. Das ist so, ne? Und mich mit ganz viel Frieden. Das ist mein 25. Jahr dieses Jahr, dass ich hier bin. Und ich meine ganz gerne, noch immer. Das war schon viel besser, mein Stopp. Geiere eingerufen. Das Conservatoire du Nord zu Dickrich ist allerdings nicht nur am Wirtschens Schloss ënnerbrucht, so gehen zum Beispiel auch Klassen an der Gare, heiersten Departement von der modernen Musik, wo ein Drumset, Keyboard oder klassisch Gitarre lehren kann. An engem mit jugendlichen und unkonventionellen Kader. Et gëtt ënner anderem auch nach Tanzklassen an der Primärschule an dem Gericht vu Ballet enseigniert gëtt. Fir Alice Angelini ass dat Hai hiren alleréischten Dag als Prof am Conservatoire du Nord. Je voulais vraiment enseigner dans un conservatoire parce que dans un conservatoire, on a tous les atouts pour un apprentissage de la danse correct. Donc, on a de beaux espaces, on a des pianistes qui accompagnent les classes de temps en temps. Et puis, les élèves ont plus de cours hebdomadaires pour pouvoir développer leurs compétences en danse. Haut awermol gëtt nach dem Programm vum Lächtjoer wiederholl echtens Mol fir das Profe Gefil fir d'Schüler krit, an der awer och well dës vill verpasst hun. An Prof muss kucken, wéi de Niveau ass. Ob schon die Schülerinnen schon am 8. Joer Ballet machen, ass et hier wichtech, dats all Movement sitzt. Es sind ganz viel froh, es sind ganz viel froh. Sind froh, der
allem aber natürlich soll Musik Spaß machen, trotz Examen an engem professionellen Enseignement, den er noch de Weg für allmähliche Karrieren opmischt. Und das haut es das sogar beim Solfège der Fall. Ja, bei mir als den Sous-Direktor vom Conservatoire du Nord, den zuständig ist für den Sicherheit zu Dickrich, Sebastian Duque. Du hast just recht angefangen mit den Kuren die letzte Woche. Ich habe gesagt, du wirst immer ziemlich viel los, du wirst ziemlich viel gewuselt, bis ihn sich mal gefunden hat. Ich will nun für ihr, das war sicher ein ganz flotter Moment. Ja, für uns ist es ein spezieller Moment, wenn es den 15. September am Lass geht, weil besonders nur der Präparationsphase von 3 Wochen vor der Schulrentrée also dann eine besondere Belohnung, wenn das Haus sich mit Kanner, mit Musik füllt. Ja, was ist dann eigentlich die Spezialität von diesem Konservatoire? Heute zu Dickrich haben wir eine Spezialität, also haben wir ein paar Spezialitäten, die nach von der Zeit von der Dickricher Musikschule, das heißt 2001, datieren. Und das die moderne Musik, das heißt eben Jazz, Pop, Improvisation, aber auch den Tanz, das der klassische Ballet, aber auch den Jazzdance und Tanz contemporain. Wir haben noch Urgelhai, das ist ein Fach, das wir zu Ettelbreck nicht anbieten. Und hier sind wir immens verwindet mit den 2 wunderschönen Instrumenten, die wir stehen haben, also an der Kirche auf der einen Seite und aber auch an der Dekanatskirche, wo wir natürlich ein Luxusinstrument stehen haben. Die hat Covid-bedingt den ersten Kehr virtuell Visite für den Ausschreibungen und das war noch teilweise ganz persönliche Sachen, die die Profen sich vorgestellt haben. Wie war dann allgemein die Erfahrung damit? Ja, also normalerweise haben wir immer als klassisch Port ouvert am Mai. Die konnte natürlich das Jahr Covid-bedingt nicht stattfinden. Und dann haben wir natürlich eine Lesung müssen sichern. Und wie ganz viele Gebäude haben wir dann die Port ouvert virtuell gemacht. Wir hatten da eigentlich einen guten Retour, weil unsere Inskriptionen sind relativ stabil geblieben das Jahr. Das ist eine Sache, die nicht so selbstverständlich ist, sodass ich denke, dass die Port ouvert virtuell wirklich etwas bräuchte tun. Und wir haben besonders darauf gehalten, dass als Profen, als Enseignants eine persönliche Message rübergehen, was für die Schüler immens wichtig ist. Bis welchem Alter kann ich überhaupt hier an der Konservatoire kommen? Ja, also wir bieten Kuren nun ab 4 Jahren, das ist den Cycle Éveil Musical. Nur oben ist kein Limit gesetzt. Also ein erster Schüler am Moment hat 74 Jahre. Das heißt, dass jeder willkommen. Wir haben noch den Cycle Adult, neben der traditionellen Offer für Kinder und Jugendliche. Hält ihr dann eigentlich auch noch selber Kur? Ja, ich halte nach 6 Stunden. Es war mir wichtig, für nach den Kontakt zu behalten. Den Kontakt mit den Schülern und den Kontakt natürlich auch mit dem Instrument. Sind das eigentlich viele Schüler, die hier aus dem Konservatoire rausgehen, oder so, denen habe ich richtig etwas beigebracht? Es geht nicht nur darum, für professionelle Musiker auszubilden, das ist ein Teil von unserer Offer, aber auch natürlich nur ein kleiner Teil. Wichtig ist, dass der Schüler etwas mithält. Wir machen nicht aus jeder groß Virtuosen, aber für uns ist es wichtig zu wissen, dass der Schüler gerne kommt während seiner Ausbildung hat und das noch weiterführt mit seinem Instrument. Aber wenn noch, ich weiß nicht, nur 10 Jahre nach ein Schüler auf der Straße begehen, dann sieht er nach morgen und sieht, dass er sich nach seinem Instrument befasst, dass er an seiner Musik spielt oder an so seinem Ensemble, dann hat er ihn als Pädagog gewonnen. Bon, ich sage nicht vielmals merci. Diesen ganzen Sommer hat die Nordstadtjugend eine erste Kehr Aktivitäten für die große Vakanz präpariert. Und zwar hast du von allem geboten: Velostouren, Wasseraktivitäten, Spielen und das auf den verschiedensten Plätzen hier am Land. Unter anderem aber auch unter dem Jugendhaus zu Dickrich an der Franz Domans, den wir solche pure Aktivitäten für dich angeguckt.
Den Julian Dickrischer Gemengepark. Nordstaatsjugend huet de sogenannte Body and Cult nomatisch geplant, wo die Jungs sollen e bessert Kierpergefehl kreien. Besonders dëst Joer, wo sie Covid bedingt méi agesperrt waren wie sos, sinne so Aktivitäten am Freien eng wëllkomme gelehnet, fir rund Dir ze kommen. Ich komme mir öfter hin, weil zu den Normans etwas zu dienen an der Vakanz. Und jetzt sind sie nicht daheim für den Computer und bewegen sich ein bisschen, bis etwas Produktives machen. 2020 ist die erste Edition von der Sommeraktivität von der Nordstadtjugend. Wir hatten es schon öfter geplant, weil leider personaltechnisch viel nicht möglich ist. Wir haben seit einem Jahr den regionalen Service ausgebaut. Und aufgrund von der Covid-19-Situation haben wir einfach passend von den Jungen Möglichkeit zu gehen, sich aber auszuleben, an Erfahrungen zu sammeln, auch für viele Sachen, die wir aufgesucht gehen. An d'Indikateuren vun der Nordstadtjugend bieten ihnen noch richtig flott Sachen. Für de Body and Cult Atelier zum Beispiel gi sie Heilo vu professionellen Trainer an Technik vum Crossfeder gefordert, eng Sportart, die sech auch gut egent fir Leiit, die net so sportlichen erwe sinn. Er gëtt sowohl Ausdauerer Kraft, wéi awer auch Mobilitéit vum Kierper trainiert. Wir machen viel Mobilität, die Leute gehen sich viel mehr beweglich zum Schluss. Und wir präparieren die Leute darauf für Sachen an ihrem Alltag zu machen, natürlich schwere Sachen drohen, Birsch oder Treppen hochklimmen ohne Probleme, Kanner drohen, so Sachen. Also du siehst immer wirklich, dass die Leute schnell fit gehen, mehr fit für alles am Leben. Weil die Jung haut durch die sozialen Medien ein unrealistisches Bild kreieren, wie Kierper auszugesehen hat, also der Responsable von der Nordstadtjugend einfach auch darum gegangen, dass sie heute sollte lernen, nach ihrem Body zu gucken, ohne in der Druck von den Bildern aus Instagram zu stehen. Aber weil für sich wohl zu fühlen, auch auf eine gute Ernährung aufpassen soll, geht er auch nach einem Coaching an Sachen essen. Wie läuft das? Alles gut? Sind ihr dran? Ihr könnt vielleicht immer ein, zweimal scheißen. Ne? E paar Wochen mich spät beim Wellwasserkanal zu Dickrich Sedal schwammen. Haut das bei der Nordstadtjugend Kajakfuhren nur gesot. Aber weil verschiedener das noch nicht gemacht haben, geht es für die Grund nach ein bisschen Teambuilding-Aktivität für mich aber zu gehen, also sich besser kennenzulernen. Weil Sommeraktivitäten haben noch eine ganz Partie Neileidung gezogen. Das ist in der Zeit immer ein bisschen schwierig für Junker zu erreichen, nicht nur weil da so viel fort sind, weil aber kannst, da bist du mehr in Rennen. Die Jugendhaus aus der Zeit dann auch gerne ein bisschen mehr idle, muss so. Und dann über Sommeraktivitäten haben auch ganz viele neue Junker erreicht, die vielleicht sonst nicht über Aktivitäten dabei waren, weil die man flott ist. Also schöne neue Bekanntschaften, wo sich da geschlossen und im Optimalfall können wir die Leute auch mal führen holen an die Jugendhaus und schon im Lass geht. Okay, voilà. Also hier ist ein Parcours, wo wir noch fahren, ganz geschwind. Wir gucken uns das noch ein bisschen genau an. Aber uns ist es so, wir klimmen hier hinten an einen kleinen Trab, die rüber ins Wasser geht. Da klimmen wir ins Wasser ran, paddeln ungefähr 5-6 Meter runter und dann fahren wir noch längs. Auf alle Fälle aber sind die Aktivitäten immer gut am Vorfeld präpariert. Ob schon das Wasser zu dieser Zeit nicht wirklich gefährlich ist, weil man nach Druck kurz auf ein Maximum Sicherheit geguckt. Mit Kask, Neoprener, Schwimmwest müsste jeder da durchkommen. Ihre Last geht aber sicherheitshalber auch nach einer kleinen Aufhörung gemacht. Wenn er drauf fährt, fällt er direkt drauf im Boot, ne? Das ist kein Gefahr. Ne? Aber wenn er drauf fährt, dann nicht versichern, dort zu laufen am Kanal. Ne? Nee, immer auf die Rick legen und Face noch viel. Ja, die Aktivität ist wirklich, neben dem sportlichen Volley, haben wir auch den edukativen Volley, den wir mit Booten machen, die wirklich den Approach zum Kajak immens einfach machen. Das ist tatsächlich Jugendhaus absolut ideal. Da kann quasi jeder sich da drüber geben, wenn ein bisschen motorisch fit ist. Das ist absolut kein Problem. Und dann, also da war endlich soweit, an der Spaß für jederé garantiert. War de cool und sich nicht viel gelangweilt. Das war auch gut. Zu den Spannung gehabt, hat noch Aufkillung.
Ich schon cool fand, da sind halt eben durch die Strömungen kann gehen und das ist auch überall Leute, wenn die irgendwie abgepasst, so falls selbst geschieht das und es ist auch gesagt, wie man soll am besten reinkeln und so weiter. Ich schon immer am besten fand, wenn es zu raufgegangen ist, weil da bin ich immer komplett überschwemmt und du siehst schon ganz nass. Mir hat ganz viel Spaß gemacht. Do fret secher no méi Fazit vun der Nordstadtjugend Sommeraktivitéit, Wiederholung garantiiert. Also die spannendste Sache für die Jungen war eigentlich alles, was man Wasser zu tun hat. Die Aktivitäten waren noch direkt ausgebucht und da konnte man auch das Feedback, dass nächstes Jahr definitiv mehr so Aktivitäten müssen stattfinden und das werden wir dann noch probieren für nächstes Jahr umzusetzen. Definitiv wird man nächstes Jahr Sommeraktivitäten aufbieten. Wahrscheinlich ein bisschen mehr kurz und ein bisschen mehr intensiv. Das heißt mehr Aktivitäten pro Woche. Aber da muss man alles gucken, wenn man wirklich aufgeschlossen muss man festhalten, wer das gut kommt, wer das Mann gut kommt. Und da probieren wir das natürlich und Zusprüche und Bedürfnisse von den Jungen noch besser zu adaptieren. Von der Busfahrt dann hat bestimmt schon die schönen Ekran gesehen, die well an den neue Bushäuser zu Dickrich installiert sind. Er kriegt nicht nur in der Nächtzeit Dauerzeiten von der Bus affichiert, wie während dem Warten auf den Bus kann ihn sich über alles informieren. Am jedes Jahr hat Dickrich 10 neue Bushäuser gut und nicht nur das, ein Logo noch nach hochmodernen digital Ekran dran installiert. Für Uwen die wichtigsten News von der Gemengenaktualität durchlaufen, auf wo ihr noch nach direkt gesehen, wenn ihr den nächsten Bus könnt. Für mehr an Detail zu gehen, da kann ihr sich durch das Programm klicken. Bei Mobilität seht ihr in ganz Licht mit den geplanten Deparen, am Agenda genau Manifestationen angewiesen. Bei Aktualität kriegt ihr die wichtigsten Novellen für die Bürger aus der Gemeinde, ein Trailer vom neuesten Film, den am Kino angelaufen ist, sowie auch Videomaterial für die Gemeinde. Für mich schnell da durchzukommen, einfach swipen, und schon könnt ihr auf die nächste Seite. So geht Pferde sicher nicht mehr langweilig. Dann als iwwer de Summer auch die neue Leichtathletik Laufpiste Stadion an der Rue Merten fertig gin, wo schon neue Rekorder gelaufen goufen. Dëse Mondelo soll die neue Laufpiste angeweiht gin, ha aber schon e kleiner Viergeschmack. Here we go. Kulturell gesehen sieft Nament die Neuausstellung am Kulturhaus an der Rue du Curé rekommandiert. Er stellen unter dem Titel Feminar zur Zeit eng 8 Künstlerinnen aus, die an ihrer Kunst Frauen den Vordergrund setzen und eng weiblich Sicht auf die Welt bieten. Und das mit den unterschiedlichsten Techniken und Stilen. Die Ausstellung ist noch just bis den 27. September, außer Mendes als all darauf von 10 bis overs 6. Eigentlich soll dann nur am Kulturhaus der bekannten internationale Festival de la Gravure aufgehalten gehen, den die Vereinigung La Palette sind lange Jahren organisiert. Das SBL, die 1948 von Dickricher gegründet war, sollte ihre Membern die Möglichkeit geben, hier Werke am Kader von Ausstellungen zu weisen. Neben dem Festival de la Gravure haben sie dafür 2-mal am Jahr noch weiter Expoen am Kulturhaus, aber das Jahr ist alles ein bisschen anders. Kulturhaus am Geschichtsmuseum ist ein Platz für Künstler von allen Richtungen und Niveauen. Da sind nicht normal, dass auch die Lokalkünstlerorganisation La Palette hier fest Platz hat. Weil sowohl das Gravure-Festival wie auch die Expo am Juli, wenn es der Covid-Krise aufgesucht waren, und die Responsablen haben geguckt, für im August eine Ausstellung auf die Beine zu stellen. Umso mehr, weil ihre langjährige und treue Vizepräsident Marcel Wagner just kurz vor der gestorben war, ihm gibt das Expo dafür auch dediert. Hier war uns als ein Mädchen Skulptor am Stehen. Dafür waren wir umso mehr froh, dass wir
de Marcel immer konnte präsentieren, weil der Darstellung aber immer ganz schön man konnten sie dadurch ganz schön präsentieren. Mit Skulpturen Südertischen, das war schon flott. Und hin hat auch immer ein Hand gepackt, in den Marcel kennt. Sie wird privat oder an einem Männerclub, die weißt, Marcel war immer da. Das ist ganz schwer gefallen, wie man die heute in Expo abgerichtet hat. Das war die Ischke ohne Marcel. Dem kein Abisch zu viel war. Für die Ausstellung haben dann noch von den am ganzen 64 aktive Membern eng 34 Künstler mitgemacht. Es waren eng 104 Werke präsentiert, von Acryl über Rohlich und Aquarell bis bei Gravuren und Skulpturen sind so ziemlich alle Techniken und Stile vertraut gewesen. Was für die Organisatoren immer ein großer Defizit ist, so viele verschiedene Werke in Harmonie zu bringen. Aber sie sind froh, dass sich so viele Leute interessieren, für mitzumachen. Die neue Präsidentin, die unter kurzem der langjährige Präsident schon leider auflässt, hofft dem nur, dass sich unter den vielen neuen Membern auch Leute fanden, für an der Organisation in Hand mit anzupacken, weil ein ablackliches Komitee aus vielen älteren Personen besteht, die auch in nächster Zukunft eventuell Welten mit lostrippeln. Und dafür vielleicht die warmen Appell und die als hören, für sich mal vielleicht bei uns zu melden und dann zu gucken, wie sie es können, irgendwie auf irgendeine Art und Weise unterstützen. Das muss keine Großmissionen sein, wir haben so gesehen so Kleinigkeiten, wo Leute wahrscheinlich relativ gut mit der Eins gehen, also das ist keine Affäre, du Kinder vielleicht eventuell nach dem greifen, das wäre schon geholfen. Als Sache Kultur mir einfach nach einen Abruf zu machen. Und zwar organisieren den Dickrischer Geschichtsmusee und das Militärmusee für den November eine gemeinsame Ausstellung über die Rekonstruktionszeit zu Lützeburg und speziell zu Dickrich, wo soll die Zeit nomen vom Zweiten Weltkrieg bis an die 60er Jahre dokumentiert gehen. Dafür sichern sie nach no Objekten, Fotos oder Dokumenten aus der Zeit. Wenn ihr also irgendwie so etwas daheim habt, dann, wenn es kleft, von den zwei Museen kontaktieren. Da wollte mich aber auch noch gerne einen neuen Betrieb heute zu Dickrich vorstellen. Kurz vor dem Konfinement, da hat sich ein Geschäftsmann von erster nachher näher gelost mit einem ganz speziellen Stil-Bar, den es so bisweilen noch nicht gibt, den Vintage Bar beim Cyril, direkt vis-à-vis von der Kloster. Bonjour, je m'appelle Moche Cyril, je viens de Echternach, je suis arrivé à Diekirch cette année au mois de février. Je vais vous proposer mon concept ici dans un bar vintage, c'est-à-dire un peu industriel, la décoration, une grande décoration qui vient du fond du cœur. C'est une décoration que j'ai voulu ramener de moi-même, où les gens m'ont demandé si j'avais un architecte et non, c'est à mon goût propre et voilà, je vous ramène dans un endroit où les gens peuvent se sentir bien à l'aise, où je peux vous proposer des petits snacks, pour les moments creux. En hiver, on a l'intention de faire des potages consistants et on a une grande gamme d'alcool. Ça veut dire tout ce qui est des bons whisky, des bons digestives, cocktails surtout en gin. On vous propose des bons gins. On a quelques classiques comme les mojitos, les caipirinhas, voilà, ça c'est des classiques aussi. Je vous propose aussi une salle pour vos petites réunions, pour des petits anniversaires. Et la salle du fond, je peux quand même vous présenter parce qu'il y a 30 ans, c'était une boulangerie, donc j'ai gardé la décoration de la boulangerie. Il y a beaucoup des anciens de Diekirch qui sont ravis de rentrer, de voir les anciens fours de leur ancienne boulangerie aussi. Déjà que depuis 8 ans que je suis à Echternach et que j'ai fait tout mon possible pour faire une bonne ambiance, on a su quand même parvenir à avoir une bonne clientèle. Et c'est l'idée que j'avais de venir sur Diekirch pour mettre une bonne ambiance à Diekirch, ramener l'amusement, le bien-être et que les gens ils se sentent comme chez eux, ici chez moi, comme chez eux. Parce que chez moi, c'est chez vous. Voilà. Den Toni Wadems als Geschäftsmann, den halt zu Diekirch jiderengem Begriff ass. Wohl kaum Mann huet an net seg hoer vun die Mache gelos, an noch immer mi Fraen fannen de Wee an de Salon Toni.
Mien sind den Toni, Bekanntheit zu Dickrich, Coiffesalon, schon 1992 meng Dieren op der Esplanade opgemäht, wo ich 7 Jahre lang geschafft habe. Und du mat Personal während 13 Jahre, so dass ich am ganzen 21 Jahre da war. Du konntest die Opportunität an der Rue Saint-Antoine e Salon opzumehren, wo ich 81 Meter Carré habe, wo ich meinen Salon daneben exportieren an der Spezialität Coiffure Homme. Aber seitdem habe ich auch Damme gemäht, an Mühne ist abgeschafft, von 3 Mann Personal 2013 auf Haut zu 2020 auf 12 Mann Personal, was auch eine große Leistung war durch auch mein guten Personal, wo ich schon lange habe, wie Monika, das war Dele Fiers, Vanessa, Ertje, de José 6 Jahre, Vero 6 Jahre, Jitwin lange Zeit, Michael hat recht frisch angefangen, so wie Jair, und auch nach 4 Lehrjungen, Lehrmädchen. Also, dass man hier als ganze Equipe ein bisschen Jitwin seine Spezialität hat, und sein Savoir-faire an den Damen sowie an den Herren. Kommt ruhig lauscht. Wir können jederzeit Wünsche erfüllen. Wir sind nicht willkommen an unserem Salon. Natürlich mit der Besoin an ihrer Coiffure, die wir da zur Verfügung hat. Natürlich probieren wir alles fertig zu bringen, das was nicht mehr möglich ist. Und probieren Wünsche auszufüllen. Merci. Ciao Sandra, merci vielmals. Bis nächstes Jahr. Adi, merci. Spätestens hinter diesem Sommer dürft auch Potilotti, ob manst allen Kanner an Eltern zu dickrische Begriff sehen. Am Kader von den Sommeraktionen der Union Commercial, die ganz vakant war, rund um Geschäfte an der Altstadt organisiert hat, gab es doch Donnerstags noch mittags Lehrstunden mit Potilotti. Wen aber ist das eigentlich? Wir haben Charlotte Reuter bei ihrem letzten Auftritt an der Altstadt getroffen. De Philipp huet sech nach e Glas Mëllech geholl an huet Glas an engem Steck Eidel gedrunk. Et hunn die zwee iwwer dem Schnurreshai gelächt, den dem Philipp am Gesicht hat. Donnerstag, 17. September, hat der Allerkirch direkt beim Dickrischer Geschichtsmuseum. Es ist schon bei einer Tradition gegen diese Sommer, dass heute Potilotti ihren Auftritt tut. Charlotte Reuter, die diese fantastische Personage verkörpert, also ist durch Zufall zum Vierlesen gekommen, ob schon sie Literatur und Philosophie studiert und noch Theater gespielt hat. Du hat ein an der Schule gefehlt, auf einem Lehrsowen. Weil ich auch gerne Theater spiele, haben sie gesagt, oh, Charlotte hat traut sich bestimmt. Und dann habe ich mich getraut und es hat mir immens viel Spaß gemacht. Und das hat sich so einfach entwickelt. Und so liest Charlotte schon über 3 Jahre an Schulen, für Events und auch Privatfeste. Entweder Geschichten, die sie selber geschrieben hat, oder auch Übersetzungen von Büchern, die sie besonders von der Illustration hier schwätzen. Beim Potilotti-Projekt geht es nämlich mehr wie eine Geschichten. Potilotti ass jo eigentlich gedcht war gedcht am Ufang als e Vierliesprojekt. An dofir hunn mat Buch dabei, weil ich will einfach dat Kanner etwas ganz gemidtliches mat dem Liesen verbannen. Dofir hunn der Menge Lierschlappen dabei, an sie dürfen sech op de Boden lee, wann se will lausren oder op de Bauch, da können sie sollen sech hauptsächlich wohlfühlen, wenn sie mir nur lauschen. An eben, dass sie gesehen, dass das Buch drehen, das Buch mir gefällt, wie das sich ausspielt. Das ist das Wichtigste beim Potilotti. Auch noch vielleicht, dass ich ein bisschen an die Geschichte drantauchen, was den Dekor anbelangt. Potilotti, das ist übrigens eine adlige Madame, die mit 7 Jahren schon nach Plötzebusch gezogen war, weil sie an ihrem Milieu nicht so richtig einzig war. Also den idealen Personage wird kann zwischen 2 und 9 Jahren an die Welt von den Märchenschreiber Geschichten zu entführen. Das Projekt hat auf alle Fall Success, also soll nach eine ganz andere Dimension kreieren. Potilotti soll nämlich sich zu Dickrisch näher losen. Potilotti hat richtig Lust, für sesshaft zu geben. Und ich auch. Und ich werde ein Geschichtecafé lancieren heute zu Dickrisch. Zielpublikum ist hauptsächlich ältere mit Kanner, aber nicht ausschließlich. Du wirst Kaffee sehen, du wirst aber auch Platz sehen, wo ich kann Vorlesungen anbieten, wo ich aber auch ganz gerne externe Leute invitieren. Sie wird Schriftsteller oder Erzähler oder andere Vorleser. Und ich hoffe wirklich, dass die Gebäude gibt, wo Geschichten Menschen bei ihnen bringen können. Wir sind dem noch schon gespannt. Hat die Steine an den Grab
geheit seg Been an Lucht an. Aua! Dann haben wir auch noch einen Restauranttipp für euch von Lohn, eng Festrubrik an unserer Emission. An den Anfang von der Kriechkarte möchte Fritio d'Or, ein kleines portugiesisches Lokal, mitten an der Großgasse. Bonjour, je suis Florinda. Moi et mon mari, nous avons le Fritio d'Or, ici à des Kirches. Ça se trouve au centre des Kirches. Tous les matins ici, à des Kirches, j'ouvre à 8 h. Et j'ai des petits déjeuners portugais, aussi luxembourgeois. On a différentes choses. Nous travaillons aussi avec le menu du jour. On a une spécialité portugaise le samedi, c'était de feijoada. Et on a aussi le mercredi de brada. Et les autres jours, on a différents plats. Bonjour, je m'appelle Paulo et je fais la cuisine à la Fritio d'Or. Ici, on est en train de préparer une blaquette de veau. Il y en a des oignons dedans déjà, l'huile des olives, la viande et des carottes. Maintenant, on va mélanger les champignons et les petits pois. On a aussi des hamburgers spéciaux, c'est très bon, bifane spécial aussi. Et tout le matin, on a aussi des petits déjeuners, les touradas et les rousses, des cafés, c'est des choses bien. Et soignez, bienvenue. Für den Aufschluss dann noch einen kleinen Teaser für eine grosse Novität zu Dickrich. Und zwar soll vom 1. Oktober rund ein neuer Citybus-Service angefordert gehen, den da leben soll, den Auto in Zukunft mittags daheim stehen zu lassen. Der Louis Express fährt auf 2 Linien und soll für allem die mientliche Quartier am Zentrum von Dickrich verbannen. Als Bierger kriegen bis spätestens Anfang der nächsten Woche Plan mit den genauen Zirkuiten und natürlich auch den Horären heimgeschickt. Der Louis Express mit seinem flotten Design gibt aber sowieso nicht unbemerkt launcht voran. Das war dann aber für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Eine nächste Emission geht dann wie gewinnt immer 4 Wochen. Bis dahin, macht es gut. Auf jeden Fall, halt euch gesund am Montag. Adi.